Merci, Herr Präsident, auch merci für die Kontributionen. Ich meine, es geht hier um den Fonds pour l'Emploi, wo à la base die Idee von der Solidarität ist, dass Pummel hier angeschwärzt gehen. Ich komme da nicht mehr drauf zurück. Dafür also doch für mich wichtig, dass das Finanzement von dem Fonds pour l'Emploi auf einer Solidaritätsbasis greift. Die war bislo meiner Meinung nicht an dem Mosto, weil das schon vormal gesagt ging, nimmen knapp ein Drittel von den Gemengen dazu beigedrohen haben. Aber besonders Kleingemengen, auch aus dem ländlichen Raum, haben am Anfang mehr bezahlt, wie sie über den ICC rankriegt wird. Die Ungerechtigkeit, die soziale Ungerechtigkeit geht abgehoben mit dieser neuen Methode für zu rechnen für Kontributionen. Ich hole als durch Zufall Gemeinde Diedling dann ein Keier Gemeinde Diedling hört nie etwas an den Fonds pour l'Emploi abbezuelt Partizipation direkt bei dem ICC 21 2.362 22 2.114 2023 1.500 24 2.630 wann ich gucke war der Kritik wird den FDGFC du gimmer vu 70 Millionen 21 op 95 Millionen 24 an dir bezuelt lo 24 66.000 €. Ich meine ganz ehrlich gesagt, Herr Biancalana, ein Gemeinde Diedling mit dat packen, weil sonst meine ich mir wirklich Sorge, ich weiß, die Gemeinde ist ja gut gefordert, dafür kann ich mir vorstellen, dass die 66.000 € locker aus der Porto-Case könnt bezahlen, d'autant plus, dass der Innenminister letztes Jahr zusammen mit dem Finanzminister zum Schluss nach ein 15% an der Moyenne mehr ausbezahlt hat, wie das geplant war. Aber wie gesagt, das ist ein Schritt, ein wichtiger Schritt von der Reform für die Gemeindefinanzen. Ein zweiter Schritt als Subsidienpolitik. Und dann komme ich auf Erfroh, Herr Wolter, Subsidienpolitik, die ist auch heute gekoppelt und Kapazität finanziell von einer Gemeinde. Und ich bin der Meinung, politisch Bürger als Bürger an der Kant als Kant, egal wo wohnt, weil auch ganz oft die Leute sich nicht können freiwillig raussuchen, wo wohnen geht, wo arbeiten geht, und dafür in Zukunft als Kant als Kant, an den Abwohner als ein Abwohner, und da kriegt dann ein Gemeinde auch hier, wenn sie einen Marktplatz frisch machen, ein Gemeinde will bauen, da wird nicht nur die Kapazität finanziell geguckt, mit nur einem Schlüssel, den wir umgegangen sind, festzulegen. Wir werden noch da Plafonds absetzen, besonders bei den Schulen sind wir umgegangen, mit dem Edukationsminister zu gucken, auch dass wir just mehr subsidieren, wie just den Schulsaal zum Beispiel, wie das heute der Fall ist. Wir können noch in Zukunft, weil wir politisch der Meinung sind, dass Resilienz auch ein wichtiger Faktor ist an den Infrastrukturen, dass die so baut, wann eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe geschieht, Überschwemmungen, dass den das muss bei der Planung mit in Konsideration hören. Den System heißt Build Back Better. Und auch wenn ihn dann nur dem System baut, kann ihn auch noch zusätzlich Subsidien kriegen. Aber wenn die Infrastrukturen, wenn ihn zum Beispiel das kann ihn bei den deutschen Kollegen gucken, da wird heute schon an Überschwemmungsgebiet so gebaut, wenn eine Gemeinde zum Beispiel ein Sporthalle baut, da wird es so gebaut, dass es auch kann als für den Katastrophenschutz zum Beispiel genutzt gehen, wenn es zu Naturkatastrophen kommt. Und das sind alles Punkte, die wir auch wollen an als Subsidienpolitik in Zukunft abbauen. Dann zu den Pensionen, da kann ich euch sagen, die Gruppe, die sich mit der Reform soll beschäftigen, ist ja komposiert. Ich kriege nur Zahlen, weil ich mal auch Zahlen alle im Detail präsentiert, kriegen wir für am 15. Juli präsentiert durch geplanten Pensionsreform hat den Organismus ein bisschen andere Aufgaben zu dienen, wie man sich mit denen zu beschäftigen, das kriegen wir lo. Und dann werde ich zusammen mit dem Civicol und mit der Gemeinde gucken, für dass wir da erstens das weiter finanziert kriegen und noch da ein System finden, das mehr gerecht und solidarisch ist. Merci.